Herzlich willkommen zum Sonntagsgespräch. Heute einmal ein bisschen ein spezielleres Sonntagsgespräch. Erstens, weil es nicht auf einen Sonntag fällt, sondern auf den 1. August. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Nationalviertag. Zweitens, weil wir ab dem August rausgehen mit dem Sonntagsgespräch. Wir sind jetzt nicht mehr im Studio, wir gehen jetzt vor Ort. Heisst, kurz zusammengefasst, wir sind jetzt hier in Grüsch, in der Danusa Fox Lounge und filmen die Sonntagsgespräche vom Monat August. Die erste Gästin von mir ist Florina Kamichel. Sie ist Geschäftsstellenleiterin vom HC Prättigau Herrschaft. Zusätzlich ist sie noch Masseurin und Betreuerin und Mädchen für alles. Genau. So die eigentlich neben dem Präsident eigentlich sonst auch ziemlich engagiert ist, oder? Absolut. Beim HC Prättigau Herrschaft. Ja. Wie bist du? Du bist ja ursprünglich nicht aus dem Prättigau. Wie bist du eigentlich da in die Region gekommen und zum Hockey auch? Also in die Region gekommen bin ich eigentlich schon seit 15 Jahren. Bin ich hierher ins Prättigau gezügelt. Ich sage, dank der Liebe bin ich im Prättigau gelandet schlussendlich. Früher war ich in Engadin daheim. Aber mit dem Hockey bin ich immer von Kind auf schon verbunden gewesen. Mein Vater, mein Götti und alle Cousins rundherum spielen Eishockey. Also ist das bei mir eigentlich fast so in die Wiege gelegt worden. Selber spiele ich auch noch Hockey. Und darum, als das alles losgegangen ist beim HC Prättigau, bin ich da schlussendlich reingerutscht ins Ganze. Ja, und das hat sich mitreissen lassen. Und mittlerweile bin ich eben, wie du gesagt hast, Geschäftsstellenleiterin plus die Masseurin und Betreuerin der ersten Mannschaft vom HC Prättigau. Gehörst eigentlich zum Kader, oder? Ja, wenn man das so sagen kann. Kann man sagen, ja. Kann genau. man sagen, ja. Du sagst, du spielst eben auch selber. Wie groß ist der Anteil an Frauen, die Eishockey spielen? Ist es vergleichbar mit dem Fußball, wo das wirklich sehr auf dem Vormarsch ist, oder? Ja, also es ist zur Region verschieden. Oder dort ist wirklich auch, was ist das Angebot, was machen die Mädchen, sage jetzt einmal so. Und im Eishockey ist es ganz klar auch. Also die Frauennationalmannschaft ist auch am Kommen, extrem. Und die letzten paar Jahre sind es auch immer unter den ersten 4 gewesen. Also von dem her, ja. Und der grösste Erfolg war ja, dass sie Medaillen geholt haben an den Olympischen Spielen. Also, und dort hat es schon auch noch mal einen rechten Aufschub gegeben. Ja. Also es hat das Potenzial auch im Vorderprättigau? Ja, also wir haben ein paar Mädchen, die bei uns im Club sind. Und ich meine, wenn die das weiterziehen, und ja, warum nicht? Ja. Ja. Noch 4, 5 mehr und dann haben wir dann bald einmal eine Mannschaft zusammen. Eine eigene Mannschaft zusammen, ja, eine Frauenmannschaft. Ja. Ja, weil das ist halt schon natürlich noch das Thema, die Frauenmannschaften im Kanton Graubünden. Aktuell haben wir nur 2 im Engadin. Ja, und darum, da vorne ist gar nichts. Hat nicht der HCD letztes Mal etwas übernommen? Richtig, das ist jetzt ganz neu, ja. Die höchste Liga. Also das ist ab diesem Jahr. Bis vorher ist es natürlich nicht nur die 2 Engadiner, die eine Mannschaft gestellt haben. Genau. Und jetzt natürlich ab dieser Saison die HCD Ladies. Ja. Und jetzt habt ihr ja aber jetzt eine Eishalle, wo wir dürfen frei bespielen, quasi, sagen wir so, nicht ganz gratis, wie man ja weiss. Ja, richtig, ja. Ist das auch so ein bisschen das Ziel, das ihr in diesem Fall anstreben? Oder habt ihr das jetzt auch? Oder steht das noch ein bisschen hinten an? Jetzt habt ihr ja ein bewegtes Jahr. Richtig, also ich denke, aktuell liegt das noch im Hintergrund. Weil jetzt aktuell müssen wir wirklich zuerst das Ganze bewältigen, was auf uns jetzt zukommt. Wir sind jetzt extrem dankbar der Gemeinde Grüsch, dass sie die Hallen übernommen haben. Weil ohne, ich sage jetzt, die Eishalle oder ohne die Gemeinde Grüsch würde es auch den HC Prättigau nicht mehr geben. Oder? Weil, ja,
Dann wäre es vorbei gewesen, oder? Und es wäre natürlich extrem schade gewesen für all die Junioren, weil wir haben doch 120 Junioren, die Liga spielen und von denen nachher noch zusätzlich 80 Kinder, die in der Hockeyschule sind. Und ja, im Ganzen sind es einfach 200 Kinder, die wir beschäftigen, die nicht auf der Straße sind. Oder? Und das hat natürlich jetzt schon den Fokus und den Vorrang. Und eben, wir müssen jetzt auch schauen mit der Eishalle, wie wir das selber bewältigen können, weil wir jetzt das HC Prättigau tut das im ersten Jahr alles selber tragen und später wird dann hoffentlich eine Lösung gefunden, dass man irgendwie eine Gesellschaft gründet. Also ihr seid noch nicht ganz drüber. Nein, richtig. Also noch nicht ganz durch. Nein, aber das haben wir gewusst, Ja. weil ich sage mal, so eine Trägersgesellschaft lässt sich nicht von heute auf morgen bilden. Oder? Und jetzt haben wir genau einen Monat gehabt, bis wir auf die Eis sind, von dem Kauf von Eishallen, bis wir auf die Eis gehen. Und das ist so eine kurze Dauer, dass man da nichts anderes hätte machen können, als sagen, okay, wir übernehmen auch den Betrieb von Eishallen. Oder? Und auch zuständig sind wir jetzt auch für die Eisvermietung. Oder? Also alle Plauschmannschaften, die melden sich bei mir melden und kaufen in dem Sinne bei uns dann das Eis und ich vermiete denen dann das Eis vermieten. Ist das ein 100%-Job oder ist es immer noch so recht viel auf freiwilliger Basis, wo du also schaffst? All das, was ich sage, die Erstmannschaft anbelangt, ist alles freiwillig. Also das ist eine ehrenamtliche Arbeit, die ich mache. Das heisst, eben die Betreuerin plus Masseurin ist alles ehrenamtlich. Und das andere ist, seit letztem Oktober bin ich dann angestellt worden als Geschäftsstellenleiterin, weil es einfach für den Vorstand nicht mehr möglich ist, um alles ehrenamtlich zu machen. Bin ich angestellt worden. Und ab jetzt 1. August, durch das, dass die ganze Eishalle noch drunter ist und noch mehr Administratives fällt, ist es jetzt ab 1. August eigentlich ein 100%iger Job. Ja. Aber der Stefan, er schafft ja sonst noch, oder? Ja, der Stefan schafft 100% bei der IT-Firma. Also er macht das alles. Der ganze HC Prättigau ist neben dem 100%-Job. Alles Herzensangelegenheit. Genau, also. alles Herzensangelegenheit. Aber es ist schon krass. Also, dann muss bei euch daheim eigentlich schon Hockey rund um die Tour, oder? Ja, also das ist es so. Bei uns das geht nicht mehr anders, oder? Nein, es gibt wenig anderes. Vielleicht noch über den Hund, den wir haben, aber sonst ist nur noch Eishockey, genau. Aber eben, wir leben beide, sagen, für das und es ist unsere Passion. Wir machen das mit Herzblut und ja, also es stimmt für uns, für beide und ja, also ich würde aktuell nichts anderes wählen. Es passt so. Eigentlich habe ich das Glück, dass ich wirklich Hobby zum Prof gemacht hast jetzt, richtig, oder? genau, ja, genau. Und das ist eben wirklich extrem, faszinierend. Und da ist auch egal, ob ich sage, ein Tag halt mehrere Stunden hat als ich sage normal 8-Stunden-Tag, wie sonst beim Job normal hätte. Es gibt Tage, da bist du einfach viel länger unterwegs, auch in der Halle. Sachen organisieren für ich sage, Turniere, für Nachwuchsturniere und Sachen holen und ja, einfach schauen, dass immer alles vor Ort ist. Oder? Und natürlich habe ich schon die Unterstützung auch von den verschiedenen Bereichsleitern noch zusätzlich, oder, wo ich kann zurückgreifen kann. Ja. Ihr habt jetzt aktuell noch ein Crowdfunding am Laufen. Richtig, ja. Wie überrascht sind ihr, dass das so gut funktioniert hat? Also es geht, vielleicht zum Erklären, es geht darum, ihr müsst ja die Eismaschine kaufen quasi, Genau, oder? genau. Und die kosten, glaube ich, irgendwie 80'000 und 100'000 Franken haben das Crowdfunding gemacht. Genau, richtig. Um auch wieder liquid zu sein Genau. und ja, so die kurze Vorgeschichte. Und jetzt ist das, haben wir ja das vor kurzem angefangen und jetzt, ja, wie ist es angelaufen und stehen die Chancen gut, dass das zu einem guten Ende führen wird? Ja. Also aktuell läuft es etwa einen Monat jetzt und wir sind gut auf Kurs. Aktuell haben wir 37'000 Franken zusammen. Die erste Hürde, die wir haben müssen, ist die 70'000. Also sprich, sind wir aktuell nach einem Monat auf Kurs. Oder?
Und für die 100'000 wären wir aktuell, hätten wir gerade ein Drittel, das wir erreicht hätten. Oder? Also ein bisschen mehr als ein Drittel, Ja. oder? Für die 100'000. Aber 70 müssen wir erreichen, weil sonst kriegen wir gar nichts. Das ist eigentlich, 70 ist die erste Hürde, die wir Ja. erreichen müssen. Aber wir sind positiv überrascht, aber natürlich muss es jetzt noch... Und schon noch in die Schuhe steigen, oder Genau, wie sagt man ja, ja. in die Hose. In die Hose muss man jetzt schon noch mal in die Hose, genau. Aber ja, wir sind zuversichtlich. Und was auch extrem schön ist, wir haben sogar von verschiedenen Clubs, die gegen uns spielen, auch, sage ich mal so, ist auch schon Spenden, die gekommen sind. Es sind Spenden von diesen Plauschmannschaften, die bei uns in der Halle spielen. Weil auch die sind natürlich alle abhängig auch von dem, oder? Weil ja, die Eismaschine braucht es, oder? Und wenn wir die abkaufen, wenn dann eben 70.000 oder 80.000 Franken ist viel Geld für so eine Eismaschine, oder? Und darum sind wir eben extrem dankbar, dass es so viel Solidarität auch von denen gekommen ist und auch vielleicht immer noch kommt, oder? Genau. Jetzt am kommenden Wochenende haben ihr dafür haben ihr noch so eine Art Benefizturnier. Spielt das auch in das Crowdfunding hinein? Nein, das Oder? ist eigentlich total eine andere Sache. Also, uns hat eine Rosa angefragt, sie würden uns gerne unterstützen. Und sie würden gerne bei uns eigentlich das erste Testspiel der Saison machen. Und all das, was reinkommt an diesem Tag, wird eine Rosa spenden an uns, oder? Und das ist die Idee vom Featuring und dort sind wir auch extrem dankbar an Rosa, dass sie mit dem Projekt gekommen sind, oder? Und das uns ermöglichen, um das Spiel gegen Rosen durchzuführen. Weil wir erhoffen dadurch auch wirklich, dass wir viele Leute in der Halle begrüßen können. Und wir haben auch schon am Nachmittag, also wir starten am Mittag, wir so ein Rahmenprogramm mit Hüpfburgen, verschiedene Spiele, die man machen kann, mit Torwandschiessen oder so ein Spöckspiel und. Und dann später am Nachmittag gibt es dann eine Autogrammkartenstunde von Rosa, wie aber auch von unseren Erstligaspielern. Und dann 5 Uhr geht es dann auf die Eis. Und dann findet das Spiel dort statt zwischen HC Prättigau und der Rosa. Und auch dort in den Pausen gibt es attraktive Pausenspiele, die der Fanclub von Rosa auch organisiert hat. Ja. Also von dem her, ja. Also es ist schon wichtig auch für euch, dass das Geld ein bisschen reinkommt. Absolut, oder, ja, genau. Und jetzt auch unabhängig vom Crowdfunding. Genau, also das wäre jetzt einfach wirklich auch noch nebenbei etwas, weil das ist eigentlich, die Idee ist vor dem Crowdfunding schon entstanden von Rosa, dass sie das wollen, weil sie wollen das oder haben das machen, um uns den Start zu ermöglichen mit der Eishalle und alles. Genau. Ja. Wie ist es für euch so ein bisschen als Verein, also jetzt in sagen wir, in den letzten 1,5 Jahren, sind ihr ja eigentlich immer so ein bisschen die Bittsteller gewesen. Ist das dir persönlich oder auch Stefan nicht ein bisschen unangenehm, dass du immer musst sagen, ja, es geht gar nicht weiter, oder? Wir haben jetzt höhere Eismieten und jetzt haben wir die Halle quasi gekriegt und jetzt müssen wir aber gleich wieder etwas haben. Und, ja. Ist es nicht ein bisschen unangenehm, dass ihr immer betteln? Betteln klingt ein bisschen blöd, aber es ist halt schon ein bisschen... Ja, ja, also ich sage absolut, es wäre ringer, wenn es einfach laufen. So hast du immer noch nebenbei etwas, wo du musst denken, ja, jetzt muss man noch das schauen, jetzt muss man noch das schauen. Und man kann sich nicht auf das Wesentliche konzentrieren. Und das Wesentliche ist ja natürlich das Eishockey und die ganze Juniorenstufe und. Da musst du immer dann eben zusätzlich noch schauen, dass wirklich mit den Sponsoren oder neue Sponsoren, weil die bestehenden, Gott sei Dank, haben wir und hoffen, dass wir auch die weiterhin behalten können. Aber dass du neue musst schauen, damit das alles tragen kann, oder? Und ja, weil es ist, wie du sagst, es ist nicht wenig Geld. Oder auch das letzte Jahr, wo die Eiskosten erhöht worden sind, also das ist
absolut ein Horrorszenario gewesen, oder? Weil man hat das von einem Tag auf den anderen gemacht einfach. Und, ja. Aber ihr bleibt optimistisch dabei, oder? Also ist jetzt, wenn jetzt das Crowdfunding durch ist, erfolgreich wird sein, die Halle ist ja safe eigentlich. Sieht es denn gut aus, dass er im 24 oder ja, vielleicht dann eher aufs 25 mal wieder Gewinn machen? oder wie? Ja, es ist einfach noch schwierig, oder? Es ist halt so ein bisschen etwas. Ich finde, für mich persönlich ist so eine Eishalle ist wie ein Schwimmbad irgendwie. Es ist einfach, es frisst Geld ohne Ende und ja, irgendwie auf einen grünen Zweig kommen ist noch schwierig. Absolut. Ja. Also da bin ich, also wie du sagst, es ist wie ja, ein Fass ohne Boden. Du weißt nicht, was dir erwartet, oder? Weil zum Beispiel die Eishalle ist auch extrem abhängig von der Stromkosten, oder? Ich meine, das ist die grösste Vernichtungsmaschine, sagen wir mal, ist mal Strom, oder? Weil du brauchst das, um das Eis zu machen und alles. Und dort ist schon einer von der grössten Kostenpunkte, oder? Aber auch dort hoffen wir uns, dass wir da mit dem Stromanbieter einen guten Deal eingehen können und das auch fixieren können, dass wir auch wissen, was Fakt ist, oder was die denn das kostet auf die nächsten Jahre, weil so kannst du dann anfangen zu planen, oder? Und schauen. Ja. Aber eben, wie gesagt, wir sind eigentlich zuversichtlich, weil wenn wir das nicht wären, dann müssten wir jetzt alles Ja, also herrühren. weißt, Das ist, ich persönlich würde es jetzt eben irgendwie mit der Zeit halt so ein bisschen ermüdend finden, weißt, wenn du immer wieder wie von vorne anfangen musst. Jetzt müssen wir nochmal und so. Auch für die Leute gegen aussen, weißt, die jetzt nicht integriert sind in dem ganzen Eishockey-Zirkus. Wo dann finden, ja, vielleicht, ja, jetzt haben sie die Halle gekriegt, jetzt das Crowdfunding und was kommt nächstes Jahr? Gehen sie wieder einen Sponsorenlauf machen oder weiß ich was, ja. Ja. Das ist so ein bisschen... Ja, klar, es ist halt Das Bild auch ein bisschen, also am Image müssen wir vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht. Muss vielleicht ein bisschen geschafft werden in den nächsten paar Jahren, oder? Ja, also vom Image her würde ich sagen, Oder? sind wir eigentlich gut aufgestellt und wir sind auch ein gut gesehener Club auch bei den Gegnern, oder? Also es kommen alle gerne dahin, oder? Und das sehen wir auch immer mit den Junior-Turnieren, die wir jetzt im Herbst haben. Haben wir jeden Samstag ein Junior-Turnier und die sind alle gut besucht und da kommen die Clubs von überall her. Also da kommt der ZSC, da kommt Zug, da kommt also wirklich mit den Junioren daher die Turniere spielen, oder? Und das ist auch etwas, was extrem gut ankommt, oder? Und das zeigt schon auch, dass ja, wir gut angesehen sind. Bald geht ja auch noch die Saison los, oder? Das ist jetzt dann so, ich kann mich erinnern, letztes Jahr sind wir, glaube ich, recht gut dran gewesen, gell? Ja, also letztes Jahr... Also, was sind die Hoffnungen so für dieses Jahr? Also ich haben ja würde jetzt sagen, auch einen neuen Trainer, oder? Genau, wir haben einen neuen Trainer mit dem Reto Centerhorn. Er kommt morgen an. Und dann startet er am Freitag das erste Training mit der ersten Mannschaft. Und heute geht die erste Mannschaft zuerst mal auf die Eis. Und ja, weil ja, wie gesagt, am 5. dann schon das Spiel gegen Rosen ist, dass sie auch ein bisschen das Gespür zum Eis überkommen, oder? Dass man nicht da gerade zack, bumm, schon Match hat, oder? Bevor man überhaupt Training hat. Und ja, wie gesagt, wir sind letztes Jahr sehr gut dran gewesen, sind leider in der Viertelfinale dann ausgeschieden gegen Wil, wo nachher der spätere Schweizer Meister geworden ist. Und diese Saison erhoffen wir natürlich, dass es Ähnlich, genau, und dass wir natürlich weiterkommen als Viertelfinale. Aber es ist Stand heute ist schwierig zu sagen, wo man landet, weil wir kennen die Gegner noch nicht. Weil auch bei den Gegnern hat es extreme Veränderungen gegeben, oder? Es hat viele Abgänge gegeben, natürlich bei den Gegnern und auch neue Zugänge bei den Gegnern. Und unser Kader ist etwa gleich geblieben. Wir hatten fast keine Abgänge gehabt. Und dafür haben wir 2, 3 neue Spieler noch verstärkt bekommen, sagen wir mal so. Also von dem her, unser Niveau
wird etwa wie letztes Jahr sein, vielleicht noch ein Spürchen besser. Aber eben, wo man schlussendlich landet, das kommt natürlich auch darauf auf die Gegner. Das ist ein bisschen ein Würfeln. Ja, am Anfang so natürlich schon, allem, oder? Ja. Weil man weiß ja nicht, was einem erwartet. Und jetzt haben wir auch neu, ist Dübendorf abgestiegen vom MySport League, ist sie eben abgestiegen in die erste Liga. Und auch dort, wir wissen nicht, was uns dort erwartet mit Dübendorf, oder? Oder Wetzikon, dort wissen wir jetzt mittlerweile, dass Wetzikon extrem aufgestockt hat, weil sie aufsteigen wollen, was Gehören sagen tust. Und auch dort, eben, was kommt, oder? Wäre das eine Option, also wenn es jetzt wirklich wäre ein Aufstieg eine Option oder finanziell das nächste Desaster? so. Also da eben, keine Ahnung. Ist also, das noch sehr schwierig genau, zu also ich denke, wenn die Option da wäre, dann vielleicht ja. Aber momentan konzentrieren wir uns wirklich auf die Erstliga. Und ich finde, es ist auch extrem wichtig, dass wir in Kanton eine Erstliga haben. Oder? Weil wir sind die Einzigen, die in Kanton die eine Erstliga stellt. Zum Beispiel St. Moritz und Engadina haben die eine Zweitliga. Und Arosa hat auch Lenzerheide hat auch eine Zweitliga. Und dann haben wir mit Flims eine Drittliga. Und so ist von jeder Liga eigentlich etwas vertreten im Kanton. Und die MySports League natürlich mit der Rosa und mit Chur. Und dann würde jetzt die Swiss League fehlen. Aber dort eventuell das Jahr Chur oder eine Rosa würden nächstes Jahr aufsteigen. Eine Rosa hat ja eigentlich schon dieses Jahr aufsteigen in die Swiss League. Und der HC dann natürlich die höchste Liga, oder? Und gibt's zwischen dem A und der MySports gibt's noch die Swiss League? Ja, okay. genau. Also zum Beispiel in der Swiss League. Es gibt ja 100 Ligen. Also es ist Könnte so, man fast meinen. meinen. Gefühlt, ja. Nein, also eben, ja, also die Ligen, die dort, also ich sage, bis zur ersten Liga sind eben noch 3 andere Ligen vorne. Und jetzt, wie du vorher gesagt hast, betreffend finanzielle Sachen, also wenn du jetzt Erstliga spielst oder Zweitliga spielst, dort ist der Aufwand oder die Kosten nicht mehr oder weniger, weil du musst auch genauso weit reisen, wie du mit der Erstliga reist. Und wir reisen ja nur regional, oder? Und das macht ja die Zweitliga auch nur regional, aber etwa das gleiche Einzugsgebiet wie die Erstliga auch. Und nachher die Swiss League ist dann national schon. Und MySports natürlich ist auch national, oder? Ja. Genau. Und von dem her. Und dort kommt dann aber schon auf so einem Club ganz andere Kosten, nur schon die Reisekosten? Ja, oder? also vor allem die Swiss League, MySports League ist natürlich ein grösserer Sprung. Also von der Trainings her natürlich gleich, oder? Aber das ist dann dort auch gerade der Profibereich, oder? Ja, also es ist gerade so, das ist, so Zwischenlage. Es ist so wie eine Zwischenliga, oder kann man sagen. Und nachher Profi ist natürlich die Swiss League und die Nationalliga, wo der HC dann natürlich dann ist. Aber das ist gerade etwas so zwischendrin, oder die MySports League. Aber der Aufwand ist natürlich viel, viel höher. Auch die Kosten sind natürlich dort höher, weil du reist nachher national. Und nachher hast du auch den Fall, dass du halt an einem Mittwoch vielleicht auf Martigny musst reisen. Oder? Und durch das, dass unsere Spieler alle 100% arbeiten, ist dann der Aufwand dann extrem bei der MySports League. Und ich denke darum, eine Erstliga ist super, weil dann kannst du auch die Plattform diesen Spielern bieten, die das nicht, oder das nicht mehr können, realisieren mit mehr Aufwand für die MySports zum Beispiel. Und darum das Zurückkehren ist auch wichtig, oder ich finde es mega wichtig, dass du alle Ligen im Kanton kannst abdecken und dann auch mit den Spielern kannst, dass jeder Spieler natürlich das Passende für sich findet, oder? Weil jeder Spieler will nicht MySports spielen, oder Plus, es gibt doch, ihr habt doch noch im Eishockey gibt es doch die Ausbildungszulagen oder so, wo du zahlst, oder? Wenn jetzt der HCD zum Beispiel einen Spieler von euch übernehmen würde und der Profivertrag kriegt, dann muss der HCD ja wie euch ein bisschen die Ausbildungskosten... Entschädigung, ja, genau.
Ist das noch etwas, wo lohnenswert ist? Ja, also ich sage Also absolut. das trägt auch gewissermaßen so ein bisschen Also den Rest vom Nachwuchs, oder? Ja, also absolut. Es ist sicher so, da kriegt man auch gut noch zusätzlich Geld, sagen wir mal so. Also wenn wirklich ein Spieler beim HCD kann spielen und einen Profivertrag hat, dann kriegen wir eben, wie du sagst, die Ausbildungsentschädigungen vom Club, wo er spielt. Aktuell ist ja der Tino Kessler zum Beispiel. Er ist ja vom HC Prättigau und er spielt im Biel drinnen und von dort kommt natürlich immer die Ausbildungsentschädigungen. Darum hat der Stefan letztes Mal wollen, dass wir von dem Trikot an der Wand ein Foto machen. So, hat das auch gerade wieder ein paar Franken gegeben? Okay. Nein. Nein, aber das ist wirklich einer, halt, ja, der auch von uns ist. Oder unter anderem ist der Hobby, der in der Swiss League spielt. Und auch von dort gibt es auch immer wieder ein bisschen etwas. Oder? Aber sind so verhältnismäßig sind es eigentlich noch wenig, oder? Ja, also auf dem Betrag genau kann ich dir keine Auskunft geben, was es ist. Nein, aber es ist aber, nicht natürlich von nein, das, weißt du, was so verdient. an Personen, also sind wenig, Profi, wo nachher Profi, den Sprung schaffen, oder? Ist das aber immer so? Ja, also ich denke, jedes Mal, wenn wir die Nachwuchsspiele da haben, dann sind irgendwie 150 Kinder da auf Platz, eben vom ZSC, von Zug, von überall her. Dann schaust du dir die Kinder an und dann fragst du dich, schafft es einer von euch einmal ein Profi zu werden? Oder? Weil eben, es sind, mittlerweile ist das so ein extremer Gap oder so. Du musst wirklich so gut sein und so ein Talent sein, dass du es auch schaffst, oder? Und ja, wenn man auch das Davos oben sieht, ich meine, wie viele Spieler sind noch Einheimische, oder? Es hat ja nicht mehr viele. Es sind jetzt noch der Wieser, der da oben ist, der Ambühl, der da oben ist, und dann hat sich so etwas, also wo vom fixen Kader, oder? Ja. Alles andere, wo nachkommt, also ja, kommt sie natürlich, muss man jetzt schauen, was nachkommt. Aber sonst hat es auch viele auch vom Unterland, wo sind, oder? Und ja, darum... Es ist gut, dass ihr einen ja, Pool schaffen da. Genau, oder? wir sind einfach, ich sage, ein Ausbildungsclub, oder? Ja. Und nachher, sobald ein Spieler, wenn man auch sieht, der Spieler ist absolut top, ich sage mit einem U13 oder U15, dann wird er natürlich gefördert und wird auch beim HCD da oben eingesetzt, weil der HCD spielt mit einer Elite bei den Junioren und wir sind A oder Top, oder entweder oder. Ja. Und darum ist dort auch ein bisschen der Austausch mit dem HCD und das ist sehr, sehr wertvoll, weil dann haben unsere Spieler, die wirklich extrem gut sind, auch die Chance, zum weiterzukommen. Und darum dort auch damals ist sicher das auch so mit dem Tino Kessler passiert. Super, machen das so weiter. Ja. Hoffen wir, dass das Crowdfunding zu einem guten Abschluss kommt. Absolut. Und ja, danke vielmals, dass du da bist. Ich danke dir vielmals für die Und Einladung. ein bisschen von der anderen Seite der Partnerschaft einmal etwas zum HCPH gehört haben. Genau. Ja. Nein, Genau. super. Danke vielmals. Ich danke vielmals. Einen guten Saisonstart auch. Ja. Das war es schon vom Sonntagsgespräch auf WLAN 24. Danke, dass ihr zugeschaut habt.